Der Donald Trump wirft Südafrika weißen Genozid vor. Death, 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 horrible death. Der Präsident von Südafrika, der Cyril Ramaphosa, war im Weißen Haus auf Besuch und er ist Zelensky geworden. You're right now not in a very good position. Bei diesem Treffen hat der US-Präsident Ramaphosa öffentlich beschuldigt, dass es in Südafrika einen Genozid an weißen Bauern gibt. Und wie sich das jetzt auf die Beziehung zwischen diesen zwei Ländern auswirken könnte, das sage ich dir gerade. Zuerst aber, was ist bei dem Gespräch passiert? Der Trump hat überraschend Videomaterial gezeigt, das den angeblichen Genozid beweisen soll. And just put this on. Go after a white man. Und er hat Bilder von Gräben am Strassenrand gezeigt. These are people that are officials, and they're saying that kill the white farmer and take their land. Der Ramaphosa hat aber probiert, die Lage zu entspannen und weist die Vorwürfe zurück. Our government policy is completely against what he was saying. And they're a small minority party, which is allowed to exist in terms of our constitution. Ist am Trump seinen Vorwürfen etwas dran? Es gibt in Südafrika eine hohe Kriminalität, aber dass es einmal mehr, dass er weiße Menschen als Opfer sieht. Für seine Kritiker ist es schlicht Rassismus gegen Nicht-Weisse. Die Vorwürfe von Trump kommen in Südafrika schlecht an. Und trotzdem wird sich Südafrika wohl bemühen, den Schaden zu mindern. Im November findet nämlich der G20-Gipfel in Johannesburg statt und Südafrika hat als Gastgeberland das Interesse, dass der Trump dabei ist. Was denkst du eigentlich von diesem Gespräch?